Es ist mir geworden klar, als jüdische Volksmeister sind schwerer für Kinder zu haben, weil in der jüdische Meisters darf man sich mamisch reinklären. Es ist nicht poschet. Es ist nicht etwas passiert oh, es ist Kischef oder oh, es ist lachendig. Ähm, ist, das ist natürlich nicht nur eine Sache bei jedem, aber es ist eine jüdische Sache, dachte ich. Und es ist da gewesen mit Doris zurück, berühmte Machleukes zwischen Martin Buber und Gershom Scholem, Zichronim Livroche. Martin Buber hat geteilt, dass die ganze Indien von Chassidus ist als Ding ist heilig. Als man nimmt an die Welt, wie sie ist, mit Liebschaft und gar nicht ist nicht Kost, als Ding ist heilig, viele die poschetste Sachen. Und Gershom Scholem hat ihm geantwortet, nachtiger Tag, das ist nicht so bei Chassidem, das ist beklar nicht, was die Rebbes lernen, für sehr Eulen. Und sie haben hin und zurück geampert. Gershom Scholem bringen dich seine Teines von Sforen, Martin Buber bringen dich seine Teines von Mises. Ich bin gewesen in Toronto, wo ich habe damals gewohnt. Ich bin gesessen in einem Bus, in einem Autobus. Ein Mensch hat sich gesetzt neben mir. Ich habe ihn beklar nicht gekannt. Er hat mich nicht gekannt. Und er hat gesagt, bist Herr Meise von Baal Shem Tov? Gitten, Shalom Aleichem. Mein Name ist Ali Benedikt und ich bin der Programmdirektor bei Jiddisch Liga. Die Jiddisch Liga zählt offiziell in Jiddisch wie eine moderne und lebendige Sprache und mutigt Menschen, als wir sollen reden Jiddisch in einem tagtäglichen Leben. Die Jiddisch Liga gibt auch ein Journal mit Nummern auf dem Schwell. Wörterbücher, Lernbücher und andere pädagogische Materialien, die helfen euch, sich auszulernen einseitig Jiddisch. Wie euch halten wir gesättige Programme mit der Persönlichkeiten, Forschers, Singers, Akteuren und Kulturtiers, was bringen euch einen Blick auf Jiddisch in einseitigen Kultur und gebt euch eine Gelegenheit, sich zu kennen mit sein. Wir verbeten euch zu stützen die Jiddisch Liga. Werdet Mitglied und stützt die einzige jiddische Organisation, die alle ihre Unternehmungen auf Mameluschen. Kedai zu sehen alle unsere Produkte, Wörter von der Woche, Bücher in noch, geht auf leakforjiddisch.org, leakforjiddisch.org. Alle unsere friedige Programme könnt ihr dort treffen, in euch auf unserem YouTube-Kanal. In eurer Seite auf YouTube ist bitte, gebt ein Quetsch du hinten, abonniert sich zu unserem Kanal, so ihr können sehen alle frische Videos, was gehen auf. Teilt es mit euren Chaverim. Ich will noch sagen, für die, was kicken sich zu auf YouTube, es ist du ein neuer Quetscher du, von Schenken an eine Duve, Donate. Und so hat das Simen von ein Herz, kann geben eine Quetsch und sie kommt gleich direkt zum Konto von der Jiddisch Liga, eine wunderliche Welt mit Technologie. Es mir obneint a moiredige Gelegenheit, zum einer teure Chaver, ein spezieller Gast. Wir reden mit Yankev, Yaron Luis oder Justin, אפשר חלק von euch kennen ihn auf dem Namen. Er ist ein Professor von Religie in Manitoba Universität Winnipeg. In früher hat er gedient wie Ruf in Kingston. Und das habe ich nicht gewusst, bis wenn ich auch gelernt seine Biografie. Seine Arbeit nimmt rein Chassidus, jiddische Literatur, Folklore, Religie und Sexualität. Er ist der Mechaber von Imagining Holiness. Er ist auch der Übersetzer von Many Pious Women, was das ist Schwuchim von jüdischen Frauen, geschrieben auf Jiddisch in Renaissance Italien. Und er hat breit publiziert wegen chassidischer Meises in verbindenden Sphären von jüdischer Kultur und Gedanke. Und ich will bald stellen noch in die Schmisskestel den Link zu seiner Webseite. Dort könnt ihr treffen alle seine Publikationen, was er hat geschrieben. Und ich habe geschafft, das Sache nachher von Zileinen, Gottsteil von sei. Ich bin sich meide. Ist einfach mir reden, Tage, wegen Volkmeisters, Legendies und chassidische Erzählungen. Und ich habe umgerufen, der Titel ist ein Meise ohne Eck. Ja, von Shalom Aleichem, aber das ist auch ein Meise ohne Eck, weil es ist dann nur so viele Wörter zu erklären, der Termin von der Erzählungen oder Meises.
Zwischen Tradition, Fantasie, Folklore und Minne haben jüdische Meises sich entwickelt in verschiedene Eufanim. In dem Schmiss wollen wir wandern in einer Welt von Volkmeises, Legendes, mit Drushim, in chassidische Erzählungen, wo es oben noch als ein starken Koyach in Wärm beneit bis in einige Tag. Geht, wir probieren reden ein bisschen philosophisch, ein bisschen historisch, ein bisschen Meise, weil ich weiß, dass die stellt sich vor auch wie ein Storyteller, ein Meise-Suger, ein Erzähler, ich weiß nicht, wie er sagt, jetzt so ein Riffen, ist geht, in der Gitten Schule Malaichem. Gitten Rebelli, Yashikoyach, für mich betten her zu dem Schmues, ich gucke raus. Es ist ein großes Vergnügen zu sehen, dass so viele Menschen da in Eulen, Yashikoyach, euch alle Menschen kommen. Ja, und ich will noch sagen, dass ihr gerade Fragen oder Sachen, was ihr wollt ehren, ihr könnt reinschicken in der Schmisskästel, in der Chat. Zum Badeuer könnt ihr sich nicht schreiben, eine mit der zweite, weil es ist gewesen ein paar Zoom-Attackes in der letzten Mal. Hat man es euch gemeint. Es könnt ihr schicken nur zu mir, ich mit Janke wollen es kennen sehen und im Sof wollen wir kennen einfach Fragen. Geht es, lassen wir reintanzen gleich in das tiefe Wasser und lassen wir dir fragen, was bedeutet das Wort Meise? Aha. Okay, toll. Wie du weißt, Ellie, ist Meise auf Loschen Kodesh Tat, Tuung, etwas, was Emetzer hat getan, ist in dem Wort etymologisch, sozusagen, nimmt man an, als mit erzählt von etwas, was ist faktisch geschehen. Ja, was hat passiert. Und das ist in der Welt von chassidischen Meises, nimmt man euch oft an, also, als wenn man erzählt am Meise von Reben, le Moschel von Wunder, als so hat faktisch passiert. Aber mit dem Wort Meise ist euch interessant, es ist dort zwei Loschen Reben von Meise. Ja, es ist da Meisem, also wie Meisem Teufel, gute Sachen, was man tut. Und es ist da Meises, was man erzählt. Ist äh, durch dem, es ist dort zwei mögliche Loschen Raben, sagt man euch einen Unterschied zwischen Tuung und der Erzählung. Fort, wie es sagt mir euch in der aschkenazischen Tradition, Lecholapoches, hat man Keseder angenommen als am meiste, was man erzählt, ist Tage wegen etwas faktische Passierung. In Unterschied zu dem ist da ein Moschel, wie du hast noch was der Mond mit dem Lied. Ein Moschel hat ein Nimschel, das heißt, ein Moschel hat eine Bateit, was ist etwas anders. Der Moschel allein, was mit erzählt in der Moschel, das darf nicht sein, faktisch. Es darf nicht sein, historisch. Es kann sein, ausgetracht, aber es ist Emes, weil es hat ein Nimschel, ein Musser Haskel, ein Bateit, was ist Emesdik. Ist mit die zwei Genres, die zwei Sorten der Erzählung, pflegt man historisch allemal annehmen, es ist Emes Azoi oder Azoi. Ja? Am meisten ist Emes, weil so hat passiert Azoi. Am Moschel ist Emes, weil so hat Bateit. Und der ganze Indien von Fiktion, von offen ausgetrachtete Erzählungen, das ist tatsächlich eine neuere Sache bei Jeden. Efter von 19. Jahrhundert ist, ja, ist, zum Anheb wollte ich gewollt sagen, also wegen dem Wortmeißel und verschiedene Sorten der Erzählungen in der jüdischen Tradition. Hm.
es ist sehr interessant. Erstens, weil der Wort auch et meiste, was es der Mann das ja zwei bedeuten, es ist du noch ein Wort, was mir jetzt zwischen Chassidim ist a Uvde. Ja. Äh, in a Uvde ist euch derselbe Sache, es ist auch eine funktionäre Sache, was ich mach itzter und euch am meiste. Mhm. Ja, Tage ist das weißt uns als bei Chassidim bederich Klal ist noch Tage also als die meiste soll sein ein Ufte, Tat, Tuung, nicht kann ausgeklärte Sache. Ja, Gott, wir wissen, wir stehen gesagt, als eine Sache von die meisten sind ja ausgeklärt oder sie kommen von Folklore, von anderen Völkern, viele es ist eine interessante Sache. Und Ähm, es ist mir ein bisschen bang, wenn ich lehen wegen Chassidim, was sind Europfen derig, was sag mal, halten sie nicht mehr für Meises Bechlau, weil man sie gehodet wird, aufgezogen zu glauben, als was mit erzählt wegen Tzadikim ist allemal oder faktisch oder lechol apoches wohl gedarft kennen sein faktisch, weil man darf glauben, als Tzadikim haben wir solche Keuches. Aber für mich ist es nicht nötig zu glauben, also zu haben Hanoi von den Meises und sich zu lernen von den Meises. Es ist mir unmöglich, ob man meint in der chassidischen Welt, dass alles wendet sich in die Fakten, die historische Ämstigkeit von den Meises. Sie sind, dachte ich, eine Sache mehr wie das. ja, ist, ich will mamschig sein in Fragen, Ja. also mir geht schon auf der Gang, ich will das uns machen ein bisschen Seder, erstens in den Terminen, aber euch öfter, wie soll es jetzt, wie ein Forscher für Meises und für der Themes, sind da so viel Wörter und öfter kannst du Ja. machen, Seder, ich chronologisch, was meinst du, hat sich entwickelt für was, welches Genre, Ja. und euch öfter, was bedeutet was? Es ist du Bobe Meises, es ist du Ja. Legendes, es ist du Folk Meises, es ist du Erzählungen, es ist du Stam Meises, es ist du Meshulim, es ist du Midroshim, es ist du Agadetes, es ist du Sipure Tzadikim, und man hat schon geredet wegen Uvdes, ist öfter kannst du Ja. machen als Seder in alle der Wörter. Nu, Ja. efter een bisschen kan proeven. Erstens is daar natuurlijk nog meer Wörter. Nicht alle auf Jiddisch. Ich habe noch geguckt in de neuere Kreuze Englisch-Jiddisch Wörterbuch äh, zu suchen ein Wort für Fairy Tale. Und bei Emmes ist nicht toll, mit Bobbemeise, aber Bobbemeise ist mehr wie Old Wives Tale. Mit Meisele ist auf Englisch ist Fairy Tale ein wichtiger Begriff, aber auf Jiddisch auf einem nicht. Ist, man wird gekannt zubringen noch mehr Wörter von anderen Sprachen, Märchen auf Deutsch. Aber von die Wörter, was du hast der Mond, nu, Volksmeises ist meistens, was mir erzählt, was keiner weiß nicht, von wann sie kommt. Ein Emerson Volksmeister hat nicht kein Schreiber, kein Mechaber. Sie kommt irgendwie anonym von Volk. Solche Meisters wandern herum gar der Welt. Man findet sehr gleiche oder ähnliche Volksmeisters Umetum in Europa und weit in Asien und Afrika und Umetum. Ähm, ich habe letztens geschrieben einen Artikel ein bisschen wegen dem, was teinet, als man darf ernst nehmen, die Idee von den ersten Völkern, die indigenous Menschen da, welche sagen, als am meisten kann sein eine lebendige Sache, lebendig beschäftigt, ist solche meistens Leben in die Meiler von Menschen und sie gehen herum und machen Messias herum der Welt. Das ist Volksmeister und Volksmeister Keseder
passiert die meiste ergens wenn in alte Zeiten, man weiß nicht wenn, wo beemes, die Personen in der Meise sind oder anonym, anonymen, oder sie haben gewöhnliche Poschete nehmen, also ich weiß nicht, Jankel, Jack. Eine Legende ist wegen gewisse Menschen in einer gewissen Zeit, Menschen, was haben gelebt, Sachen, was haben passiert oder was haben kläumerst passiert. Eine Legende kann sich entwickeln, sehr ich. Ich habe nur was gelernt, ein Artikel wegen ein neues Beispiel. Noch die schrecklichen Passierungen von Simchas Teure mit ein paar Jahren zurück in Erz Israel hat man angeheuert erzählen, wegen was die Hamasnikes, die Terroristen, sind nicht rein in die Stadt Netivot. Und man erzählt und als die Terroristen sind angekommen zu der Stadt und haben gesehen, vor sich die Gestalt von Baba Sali, Zichroine Livrache, dem kreuzensfertigen Zadik, und was schon lang tot, aber sie haben gesehen, sein Gestalt vor sich, und sie haben gehabt Meure und sind weggelaufen. Mit erzählt er viele, als man gehört in der Television in Erz Israel, wie ein Terrorist allein erzählt wegen dem, was hat gesehen und wer das ist gewesen und als ist weggelaufen. Das ist alles nicht faktisch. Bei MS haben Polizianten und Soldaten herausgehalten, die Terroristen von der Stadt. Aber es ist ein schönes Beispiel für eine Legende. Es ist wegen einem gewissen Platz, Netivot in einer gewissen Zeit, dem Simchas Teure, wegen gewisser Menschen. Das meint nicht, das ist faktisch, aber man erzählt es allemal als Fakt, als Ufde. Und in dem sind chassidische Sipure Tzadikim, die gewöhnliche chassidische Meises von Tzadikim und sehr Winder und sehr Chochme in die Kategorie von Legendes. Ja, zwischen die Sorten Par Meises, was? Par was? was? Par Weil sie was? Weil sind, sie erzählen uns ja, Geseder mit der Date und mit der... ja, Sie probieren ja. Chotschik? Ja, weil sie ist wegen a spezifische Rebbe, was hat gesagt oder getan oder so, oftmals mit spezifischen Mensch, was hat erzählt die meiste zu anderen. Oft geht man eine ganze Kette, wie du weißt, von der Erzählers. Der Mensch hat es gehört von dem, was hat es gehört von dem, was ist gewesen dort, beschass meiste. Ja, ist der Fall ist, nennen sie in der Kategorie von Legendes. Eine interessante Kategorie ist Take Medrash oder Medrash Agode. Ja, die Agodes von Chazal, von unseren Chachomim, was erzählen wegen Personen in Tanach, neue Meises, was sind nicht zu finden in Tanach, welche erzählen viele wegen dem Obersten, dem Ribonischen Leulen, was hat gesagt einmal oder getan einmal. Es ist mir sehr mysteriös, was unsere Chachomim, was haben erst erzählt, die dosige Agodes Medrashim, was sie haben geklärt, sie die Erzählungen sind Emes, sie was. Es ist da ein bewusster akademischer Buch wegen die alte Jewonen, was heißt, sie haben die Jewonen geglebt, ihre Mythosen. Did the Greeks believe their myths? Ich frage sich euch, sie haben Chazal geglebt in ihre Medrashim oder haben sie gehabt, der Asis zu euch zu klären, neue Meises wegen Avram Avinu, Sora Imene, wegen dem Ribonischen Leulen allein.
Aber es ist sicher, als in spätere Deures hat man angenommen, als eine Agode von Medrash ist oder ein Meise, ein Övde, als mit darf glauben, als es ist bei Emes Azoi, oder es ist ein Moschel. Und es ist da Sach Perushim auf die Agodes, was gehen in eine Richtung, als mechanisch bei Emes glauben, es ist faktisch, aber es ist da in dem tiefe Bateit. Und die Bateit kann sein, Leute dem methodisch, Leute dem, was macht der Perisch, es kann sein Alpi Kabbalah, es kann sein wissenschaftlich, philosophisch, aber ich meine nicht, dass unsere Chachomim allein haben gemeint also. Ich meine, als Medrash ist etwas anders, aber was sie ist, bin ich nicht sicher. Öfter haben sie gemeint, als die Fantasie, die Dimion, ist ein Weg zu verstehen, Sachen wegen der Geschichte, der Historie, wegen Gott allein. Ich weiß nicht. Ähm, ja, und von Misholem haben wir schon gesagt ein bisschen, ich meine, das sind die Hauptkategorien für jüdische Meises. Und es ist da euch, kann man sagen, Wundermeises. Ähm, wir haben geschmust früher für ein Programm ein bisschen, als bei sphärische Jiden und bei die Kehiles von Mizrach ist dort, dachte sich, mehr von der Tradition von lange Wundermeises mit Kirchhoff und mit Kolmine Aventures, meistens von Melochim und Basmalkis und Kirchhoffmachers, was sind sehr ähnlich zu die Märchen, die Volksmeises von anderen Völkern in der arabischen und mittelmissrichtigen Welt. Ähm, und mit solchen Meises nimmt man nicht an, es ist ein Övde, es ist klar, es ist etwas an min Fantasie. Ich habe einen Eindruck, als in der nicht-aschkenasischen Welt ist man gewinn bequemer mit dieser Sort Meise, was kommt von der Fantasie von der Erzähler oder die Fantasie von wem der Erzähler hat gehört, die Meise. Weil man weiß, dass solche Meises beiten sich als Sach, wenn mit erzählt sie, jeder Erzähler legt da rein neue Sachen. Und noch einmal, man nimmt nicht an, es darf bei Emmes gehabt passiert, also ja, ist eine Sache verschiedene Sorten Meises. Ich allein habe sie alle lieb. Ähm, und natürlich auch moderne literarische Meises. Ähm, als Erzähler und als Zuhörer von Meises habe ich sehr lieb alle solche Sorten der Erzählungen. Hm. Ich euch, wie sagen. Ähm, ich will da kommen die Frage aus der Mann, der Völker von Rom in Ja, andere Traditions von Meises. Und ich weiß, dass die bis interessiert euch die Meises von der weiteren Misrach, nicht ja, jüdische Meises darf. all right. Mhm. Ich will wissen, was er Platz, was er Rolle spielt der jüdische Meises in der ganze Bild von der Meises von der Welt. Ist da etwas, was ist einzig für jeden, bei der Mhm. Weg, wie sie da teilen, oder öfter mit was, der Thema ist, ich weiß nicht, was ist anders von anderen. Mhm. Ha, nu, ich kann sagen, eine Sache anzuheben. Mhm. Ich pflege arbeiten als Meistererzähler in Scholes. Ich pflege reingehen und erzählen meistens für Kinderlach, Volksmeises. Ich pflege Fragen bei die Kinder von Wasserland
sie wollten gewollt hören am Meise. Und ich habe sich gehabt, ausgelernt, Volksmeises von der Sachländer, gedei zu kennen, erzählen Leute, was die Kinder haben gebeten. Es ist mir geworden klar, als eine Sache jüdische Volksmeises sind schwerer für Kinder zu haben, weil in der Sache jüdische Meises darf man sich mamisch reinklären. Es ist nicht poschet. Sie ist nicht dann etwas passiert und sie ist Kischef oder sie ist lachendig. Ist, das ist natürlich nicht nur eine Sache bei Jeden, aber es ist eine jüdische Sache, dachte ich. Das Beispiel, was kommt mir rein in Moich, ist die bewusste Meise, was ist voran in verschiedenen Nusches, wie zwei Menschen teilen sich aus für einen Rauf. Und der Rauf hört zu beide Seiten, beide was sagen, was sie sind gerecht. Und der Rauf sagt zum Ersten, du bist gerecht. Und nachdem sagt er zum Zweiten, du bist gerecht. Und die Rebbetzin hört zu und sagt, wie soll kann das sein, dass beide sind gerecht? Sagt der Rauf, oh, du bist euch gerecht. Das ist nicht Posche. Man darf sich ein bisschen reinklären. Trotzdem, und das ist für euch eine spezielle Sache bei jüdischen Meises, ist die Meise ein Echo, Wiederklang von einer Sache ältere Erzählungen, befragt, wenn die Gemorre sagt uns, als jahrelang haben sich die Talmidim von Beis Hillel und die Talmidim von Beis Shammai geampert, zerkriegt, wegen alle Protem von Halache, bis Matkat Meure, als die ganze Teure zerteilt sich auf zwei teures Cholile, ist Sof gekommen, a Baskol, a Kol von Oiden und hat gesagt, Elu ve Elu, Divrei Elohim Chaim, beide reden euch die lebendige Wörter von Gott oder die Wörter von lebendigen Gott. Aber die Halacha ist, like Beis Hillel, ist der Indien als beide können sein gerecht. Ja, das ist sehr tiefe Indien in Jüdischkeit und sie ist da in der lachedicke Meise wegen der Rav und die Balladin und die Rebbetzin. Ist das dachte ich, Aspekt von als Sach jüdische Meises oder zwei. Also man darf sich hereinklären und also hat Verbindungen mit älteren Meises von Chazal, von Tanach. Es ist da euch Begrenztheit für jüdische Meises bederklau, dachte ich. Du hast ermahnt, Lemoschel, die indische Traditions. Wenn ich vergleiche die indische Traditions, die Hindu-Mythologie und Legendes mit jüdische, sind mir die jüdische Erzählungen euch sehr klein. Bei Hindus erzählt man wegen die Götter und die Göttiches, Göttinnen und wegen große Helden und es ist da tausende Meises und man erzählt sie geschrieben und bealper und in Bilder und heutige Zeiten in Filmen und Television und also weiter. Mamisch meistens ohne Sof wegen alle möglichen Themen und Vergleich zu dem ist die Welt von jüdischen Meisters nicht koscher klein, aber so hat eine Meile als die Welt von jüdischen Meisters ist meistens wegen Menschen, nicht wegen Götter und Göttiges. Und sie ist da, kommt allemal in jüdischen Meisters ein Indien von Menschlichkeit. Musser Haskell, was hat etwas zu tun mit Menschlichkeit.
Und ja, das ist sehr wichtige Sache. Natürlich nicht nur bei jedem, aber wichtig bei jedem. Euch in dem meisten mit den Rav und die Balladen und die Rebbetzin ist das euch wegen Menschlichkeit, dass man prüft, verstehen, alle Stadien, alle Seiten und sein Lieb zu allem. Wow, sehr interessant. Ähm, ich weiß nicht, ob du wisst daran zu dem, aber kannst du das machen, efter eine chronologische Mappe von dem? Weil ein schreibt mir schon, ich kann Medrash, ja? Ist efter, was hat sich entwickelt von was, ja? Was ja. Eine gute Frage, aber ich weiß nicht, sie kann geben ein Entweder auf dem BMS. Und es ist nicht ganz anders, als man schreibt, hein, nicht kein Medrashim. Es ist da, Oh, Sachschreibers, wir schreiben ja Medrashim. Ich will der Mann, Chavete meine Jill Hammer, Horav Jill Hammer, was hat schon veröffentlicht, etliche sehr schöne Agodes, neue Agodes, wegen Personen, in Tanach. Und es ist da eine Sache andere Schreibers, was tun soll. Ich meine, le Moschel schon früher, Itzig Mangers, Medrash Itzig, ist ein schönes Beispiel von moderne Medrash auf Jiddisch. Und es ist manchmal Leute, die Methoden von die Medrashim von Chazal, lehnt ein bisschen Tanach und erklärt herein und sagt, was fällt da, was ist dort noch zu erzählen? Le Moschel, wie fühlt sich Hagar, Avram Avinas zweite Weib, Hagar, wenn der Mann schickt sie ja weg, er reist in Midbar, sie sagt da wegen Avram Avine und wie schlecht er führt sich mit ihr, also führen sich die Oves mit die lange, fromme Bart. Es ist ein schönes Stück Poesie und es ist eine ämmerliche scharfe Kritik gegen die Personen von unserer Teure. Aber eine Kritik ist auch schon einmal bei Chazal euch. Ich wollte gesagt, das Medrash ist ein lebendiges Genre und es ist aber euch dieselbe Sache mit Legendes und mit Volksmeises und mit Mischolem. Alle sind sehr alt und alle leben noch heutige Zeiten. Mit chassidische Meises wollte man gekannt machen, eine Chronologie wegen was der Rebbe mit erzählt da, aber man weiß, lechol Epoches bei uns Akademiker, als man klärt euch noch heint neue Meises von Baal Shem Tov, die Rebbes kann man arrangieren chronologisch, aber die Meises nicht. Ist, ja. interessant. Ähm, ich will aber nicht darüber gehen zu einer persönlichen Frage. Wie soll bist du gekommen zu behandeln meistens so viel, ja? Als Sache von deinen Schreiben behandeln, der Themen von alle Seiten. Ja, ja. Nu, ich habe allemal lieb gehabt, meistens. Mein Tate Mama pflegen uns vorlesen, meistens von die Brüder Grimm und von anderen Bücher. Wenn ich bin schon gewesen in der Schule, High School, in der siebten Klasse, dachte ich, haben wir gehabt eine Lehrerin, was hat uns vorgelehnt, meistens von Literatur und Herren, meistens also hat mich tief gerührt. Aber der Iker, wenn ich bin gewesen in meine frühen 20er Jahren, habe ich gewohnt in Toronto und ich habe geschrieben damals Liedlach, Poesie. Und ich habe sich gelernt von neuesten wenigst meine Liedlach und gesagt, rezitiert für Zuhörer. Und ich habe gehört irgendwo von einer Gruppe Meistererzählers, was kommen zusammen und sitzen und hören meistens und erzählen meistens, habe ich geklärt, oh, ich kann hingehen zu der Gruppe und erzählen meine Poesie, sie wollen gut zuhören, bin ich hingegangen und habe angehalten, also, Tage, aber bald
haben mich die Meises, was man erzählt dort, mamisch verhabt, reingezogen. Zwischen sie seinen Trickisch gewähren Volksmeises, Amol, Mythosen und euch chassidische Meises. Und es hat mich als mehr reingezogen. Ich bin gegangen sehr oft zu der Gruppe. Die Gruppe ist noch voran. Sie heißt 1001 Friday Nights of Storytelling. Toronto Gruppe von Erzählers und Zuhörers. Und dort habe ich sich bekannt mit meinem Bescherte, mein Weib, Johanne Breine, was ist euch eine wunderliche Erzählerin. Und irgendwie haben mich die chassidische Meises speziell tief gerührt. Es ist bei mir schwer zu sagen, jetzt mit 40 Jahren später, für was sie haben mich so verhabt. Sie ist es gewesen, die Winde, das Gefühl, als man lebt in einer Welt, was hat noch in sich Winde, Kischef, ist es gewesen, der Chochme von der Rebbeim oder seine Menschlichkeit, die Anives, der Chesed von der Rebbeim in die Meises. Es ist mir manchmal schwer zu gedenken jetzt, aber ich weiß, sie haben mich verhabt und als ich habe angehoben, sich zu lernen, chassidische Meises zu erzählen. Erst bei Amos dachte ich, adaptierte Meises von verschiedenen Schreibers. Meyer Levin hat ein Buch auf Englisch wegen dem Baal Shem Tov. Yud Lamed Peretz ist Meises auf Jiddisch adaptiert von chassidische Meises und volkstümliche Geschichten. Und euch aber echte chassidische Sipure Tzadikim. Nachdem bin ich zurückgegangen in die Universität. Ich bin eine Zeit gewesen weg von der Universität. Ich habe nicht gewollt werden, Cholile kein Professor, aber Sofkelsof habe ich sich gewollt lernen mehr. Und mein Doktorvater, mein PhD-Advisor Harry Fox, hat mir gegeben den Schuss zu machen, meine Dissertation wegen chassidische Meises, habe ich geschrieben als Dissertation mein Buch Imagining Holiness und ich habe sich gekannt als mehr vertiefen in die Meises, in was ich habe lieb wegen sie und in was ich habe nicht lieb wegen sie. Also sag mal, vielleicht beruhiges wegen der Meise und das ist euch wichtig. Man kann sich euch reinklären in dem und efter lernen etwas. Hm. Wow, ein interessanter Weg. Ich will dir weiter fragen, vor wenn mich geht rein mehr zu der chassidischen Meises und noch zu deinem Buch und andere Sachen. Ich will wissen wegen der Sprachfrage, Ja, weil wir haben meistens auf Aramäisch, in auf Hebräisch, in auf ja. Jiddisch, in auf andere jiddische Sprachen. Mhm. Was kannst du sagen, ich weiß nicht, ob es du, ob du kannst treffen, ob es ein Unterschied, wenn wir erzählt haben, meist auf der Sprache oder auf jener Sprache, etwas darf man beiden, ja. Mhm. Nur, ich kann sagen, eine Sache, was ich bemerke in meinem Buch Imagining Holiness. Es ist interessant, als chassidische Meises erzählt man meistens als noch auf Jiddisch, auch auf andere Lashones, aber sag mal auf Jiddisch. Aber wenn Chassidim schreiben auf die Meises und veröffentlichen sie, ist es Keseder auf Lashon Kodesh. Und wir können sehen, wie ein Meise, was mit erzählt auf Jiddisch, wird bearbeitet, gebeten, auf eine künstlerische Eufen, ein artistische Eufen, kedei zu aufzuschreiben, die Meise auf Lashon Kodesh. Ich gedenke ein Beispiel, als ich habe gelernt, Meise auf Lashon Kodesh und nachdem auf Jiddisch, dieselbe Meise. Auf Jiddisch, ich gedenke nicht dem Rebbe, aber man sagt, der Rebbe
was ist lahm. Ja, was kann nicht gut gehen mit der Fies. Der Rebbe, was ist lahm. In Lashon Kodesh sagt man, Harav Shehu Zolea al Yerechai. Das ist die Werte, was beschreiben Yankov Avinu, wenn hat sich gerangelt mit Gott oder mit Malach und hat wehgetan sein Fuß und geht nicht richtig, geht lahm. Mit die Werte beschreibt man dem Reben auf Lashon Kodesh. Das kennen wir noch tun auf Lashon Kodesh, ist die Menschen, die Chassidim, was geben euch Sforim oder Meise Bichelach mit chassidische Meises, sie legen rein ein gewisse artistische Gefühl, wie soll sie bringen rüber die Meise von der Poschete Jiddisch auf literarische Lashon Kodesh, was verbindet sich mit Teure, mit Chazal und so weiter. Aber eine andere Sache, was ich sehe, in meistens aufgeschrieben auf Lashon Kodesh, ist, als er sagt mal, wenn der Rebbe sagt etwas, bringt man seine Wörter nicht auf Lashon Kodesh, nur auf Jiddisch, weil wie der Rebbe hat es gesagt, in seiner Sprache ist heilig und a viele sagt man, a viele Omar beloschen Kodshoi und hat gesagt in sein Loschen Kodesh, sein heilige Loschen, das heißt Jiddisch und man gibt seine Werte, ist plötzlich ist nicht Loschen Kodesh die heilige Sprache, nur Jiddisch von Reben ist die heilige Sprache. Das ist bei mir sehr interessant. Trotzdem kann ich nur sagen, dass für mich hat er meist auf Jiddisch ein spezieller Tam, aber ich habe lieb die jiddische Sprache. Bei mir klingt es besser auf Jiddisch wie auf Englisch, lass mich sagen, aber das kann euch sein ein Indien von Gust, ich weiß nicht. In deinem Buch schreibst du zwischen deinen Maskones, es ist da dominantische Teil in der chassidischen Meises, wegen Themes von Guf, von Freuen, von Essen, von der Sachen, was sind nicht also eilig, kann man sagen, oder traditionell eilig, ich weiß nicht, also jetzt ist anrufen, öfter du, was machst du sein besser. Ja, nu, sie ist richtig. Wegen die Themen schreibe ich in mein Buch Imagining Holiness. Und mein Maskone ist gewesen so, ich weiß nicht, wie du wirst Masken sein, aber von was ich lehne in chassidisches Forum und was ich höre einmal von Chassidim, sehe ich, als in Chassidus zerteilt man die Welt auf Gashmias und Ruchnias. Ja, man zerteilt die Metzias, der alles Ding, was ist da, in die zwei Kategorien, was sind direkt erst gegeneinander. Gashmias ist niedrig, Ruchnias, Heiligkeit ist hoch. Aber der Indien von Chassidus, sag mal, ist zu verbinden, die zwei Niveauen, die zwei Kategorien, zu arbeiten mit Gashmias, mit der materiellen Welt, mit dem Guff und so weiter, aufzuheben, das, was ist von Guff, von Material, von der Posche der Welt, aufzuheben, die Gashmias, und zu machen von dem Ruchnias. Und das ist in Chassidus ein hohes Ziel und ein schwerer Tachlis. Und mit der Zeit meistens Davke wegen dem, wie so ein Rebbe Moschel hat gemacht von eigenem Guff, etwas wie eine Schomme. Also der Guff von Reben ist mamisch nicht mehr Guffedick, nicht mehr Gashmiasdick, nur im ganzen Ruchnias, heilig, der Fahr
guckt man einmal auf ein Rebbe und man sieht viele nicht kein Guff, nur ein Flammfeier, le Moschel, weil hat den ganzen Gebeten sein Gashmias in Ruchnias. Eine Sache, was macht mich beruhiges wegen chassidische Meises, ist, als Sachmal seinen Freuen in der Kategorie von Gashmias, der Ver seinen Freuen in chassidische Meises, als Sachmal die, was seinen verdeiget wegen Essen und wegen Geld und wegen poschete Sachen und was verstehen nicht die Chashivas von was der Rebbe tut. Aber dafke der Fall ist euch zu bemerken, es ist da meistens von heilige Freuen, was seinen euch gewähnt fähig aufzuheben, die Gashmias. Und bei Emes ist, dachte ich, ein Schlüssel zu dem ganzen Indien von der Zählen Meises, Bachsidem, als ein Meise in sich, Stamazoi als Meise, ist eine gashmiistische Sache. Sie ist Poshet, Meise ist eine Sache, was jeder einer kann erzählen. Man weiß, als die Goyim erzählen euch ähnliche Meises. Ein Meise für sich ist Gashmias. Wenn man erzählt eine Meise mit Kavone, als heilige Sache, wie man tut bei Siddim, ist das noch einmal die ganze Indien von Ruchnias durch Gashmias, avoide the Gashmias, ja, als man nimmt etwas Poshet, was kommt von Guff und man hebt es auf und man täuscht es und sie wird etwas heilig. Aber das ist noch einmal eine schwere Sache, es ist einmal ein Gerangel und wegen dem Gerangel habe ich geschrieben ein bisschen in mein Buch. Und, als man sieht, es ist nicht kaputte Sache, es ist schwer. Was gerät auf dem ist mir darauf ein groteskisches Bild, was ich habe von einer Meise, mit erzählt auf ein Abterov, was hat gepflegt essen, a jede Motze Shabbos, machen eine große Sude, ja. Ja. David Melech, Chassidim haben gepflegt Melave Malke essen als Tag. Und mir erzählt, dass einmal es ist gewesen, Tische Erev Tische Bov, was mit auch nicht essen kann Fleisch. Und hat gehabt eine Minne, hat gepflegt jede Woche, Motze Shabbos, nehmen a Scheps oder, und sie schächten Lechoved der Motze Shabbos, Lechoved der Melave Malke. Ja. Und mir erzählt, dass einmal ist rein am Misnaged, nicht kein Chossid, ist rein dort, und hat gesehen, als es Erev Tische Bov, und sitzt und sie schon noch da los, sie schon viele Versäger, und noch damals ist man gegangen schächten, und hat geschochten, und hat gesitzen, und sie hat ihm geronnen Schmalz von der Fleisch auf sein Bord, und der Misnaged ist ein Reus, ist ekeldig, und was ist das in Tischebov, und der Abderov hat das bemerkt, hat ihm gesagt, was meinst du, ist gewesen im Beis Hamikdash? Als ein Mensch ist rein, hat gesehen, die Koyanim tinken im Blit bis in Knie, in reißen Sticker von Fleisch von der Korbones. Was Ja. meinst du, ist gewesen dort? Oh, Yashikoi Rebelli, das ist ein perfektes Beispiel von Salmin Meise, Tage, Avoide Bagashmias. Also, seid euch vermisnaget, was versteht nicht von Chassidus, seid es euch grob, seid euch wie der Rebbe ist Cholil ist dann ein Fresser, aber bei Emes, Leute Meise, tut der Rebbe da gar heilige Sachen. Und ich bin sehr zufrieden zu hören von dir, Herr Meister. Ich weiß, dass du bist bei MS größer Maven in die Sort Meisters, weil du bist aufgewachsen mit sie, hast sie gehört in deiner Sprache, in der chassidischen Kehille, wo du bist gewesen, ist, ich schätze sehr, Herr Meister, von dir. Aber Tage wegen dem, ich will ein bisschen erklären, ein bisschen mehr verstehen von dir, was du meinst.
Es ist da, du hast bemerkt, und es ist interessant, wenn ich getracht auf dem bis, wenn ich habe es gelernt bei dir, als ist da dominantische Teil von Essen und von der Sachen und von der Gashmias, also wie du rufst das an. Was ist das Ziel von dem, du meinst? Zu sagen, als der Gashmias ist euch Ruach, zu machen gut der Gashmias, oder zu sagen, als alles ist Ruchnias? Wo ist der, verstehst du, was ich meine? Ja, das ist eine Sie, Frage, sie ist so was, witzig gucken auf die Hasidim, ob das sind gewähnt Sozialisten, was haben probiert geben, die Koech waren Postenmenschen, oder aha, verkehrt, sie haben probiert machen alle eilig. Ja, ja, was? das ist, ich meine, das ist eine wichtige Frage in für akademische Forscher von Chassidus. Und es ist da gewesen mit Doris zurück, berühmte Machleukes zwischen Martin Buber und Gershom Scholem, Zichronim Livroche. Martin Buber hat geteilt, dass die ganze Indien von Chassidus ist als Altsding ist heilig. Als man nimmt an die Welt, wie sie ist, mit Liebschaft und gar nicht ist nicht Prost, als Ding ist heilig, viele die poschetste Sachen. Und Gershom Scholem hat ihm geantwortet, nachtiger Tag, das ist nicht so, bei Chesed, das ist בכלל nicht, was die Rebbes lernen, für sehr Eulam. Das ist ein Pantheism, was ist nicht, was gefindet sich in der Remessen in chassidisches Forum. Und sie haben hin und zurück geampert, Gershom Scholem bringen dich seine Teines von Forum, Martin Buber bringen dich seine Teines von von Meises. Ähm, aber ich bin gekommen zu der Maskone als Gershom Scholem ist mehr gerecht, als was man sieht meistens in den Meises, ist nicht als Ding ist heilig, alles ist gut, tralala, es ist eine schöne Welt, nur als man macht ein Hevdel zwischen dem Guff und als Ding, was hat zu tun mit dem Guff und den Schomme, als man macht da große Unterschied zwischen Gashmias und Ruchnias, aber man probiert nehmen, was ist Gashmiastik, was ist von Guff und arbeiten mit dem, dass es soll ja werden Ruchnias. Jetzt bei mir, Agav, ist das Toes zu teilen der Metzias Azoi, in dem du weißt, dass ich bin euch verinteressiert in die Machshove von Yeshayahu Leibowitsch, Zichrono Livroche. Hat bechlall nicht gehalten von dem ganzen Hevdel, dem ganzen Unterschied, und ich euch nicht, aber ich sehe das sehr stark in chassidisches Forum, Teures, in Asach Meises, als es ist da eine Säuen, als wir kennen werden, reingehabt in Gashmias, Chas verschollen, aber es ist da Tachlis, als man soll sich rangeln mit dem Gashmias und machen von dem Ruchnias. Und ja, und das ist gewesen mein Maskone. Sie kann sein falsch. Ich habe gesehen, Hannover von Klären wegen solcher Sachen. Aber ich meine, also in meinem Buch habe ich gut gewissen, als wir können sehen, als Gerangel in der Sach Sipur Tzadikim, was Chassidim erzählen. Du meinst ja, der Hasidim haben etwas mechadisch gewesen, weil es ist doch gewesen meistens von Tzadikim a Sach sei. Und a viele gewisse Meises, was sind voran in der Schifre Best, kann man treffen auf der Schifre Ari, vor Ja, der ja, Zeit. ja, Und meistens wegen der Leo Novi, während plötzlich wegen Baal Shem Tov. ja. Und solche verschiedene Sachen. Ist die Scheile, sie etwas mechadisch gewesen, was ist nicht gewesen vor dem. Nu, sie haben dacht sich mechanisch geworden, als der Zählenmeister ist geworden, ein Iker von religiösen Leben. Ja, als bei Chassidim ist ein Teil von chassidisch Leben,
als mir erzählt meistens und mir hört sie und mir lehnt sie. Das ist nicht gewesen so früher. Die Schiffre Ha'ari sind gewesen nebenseitig für Kabbalah, nicht der Iker. In Chassidus ist erzählen meistens ja geworden ein Iker. Rebbeim erzählen meistens, Chassidim erzählen, es ist ein Teil von Mlava Malkus, von Shalosh Schudason, gewöhnliche Sache, was wir wollten nicht gewollt rauslassen von chassidischen Leben, das ist sich eine neue Sache und das hat euch zu tun mit dem Aufheben der Gashmias. Als alle erzählen meistens ergens werden, aber bei Chassidim ist das religiöse Auftuung. Und zusammen als Sache meistens, was man erzählt, der kennt man von anderen Traditionen, aber als Sache sind euch nahe. Und jeder Rebbe, von wem man mit erzählt, hat gelost, Räuschem, einen Eindruck von seiner Persönlichkeit in die Meises, was man erzählt, ist, ja, in dem ist da ja Neues. Hm. Sehr interessant. Will ich dir fragen jetzt, eine schwerere Scheile. Meises Okay. sind Meises sind ein Wunder, bedeutet. Es ist doch et verschiedene, weil andere Sachen sind eine Geschichte mehr. Ja, gewinn, nicht gewinn, aber sie Ja. probiert seine Geschichte mehr. Mhm. Ähm, aber chassidische Meises ist oder da muss Raskel, was damals ist das mehr so wie ein Moschel oder etwas zu sich auslernen davon, oder es ist Wunder. Ja. Was mir darf sich euch öfter auslernen von dem. Ist der Scheile ist, bei Chassidim, bei chassidischen Menschen, meistens geschehen noch alt. Mir erzählt Ja. meistens auf Rebes hinein. Ja. In Chassidim, da erzählen die ganze Zeit auf Nissim, was sind nicht nur Chassidim, lebendige Menschen, bechlall, da erzählen auf Nissim. Ja. Aber was kannst du sagen, ob das geht am meisten, was ist geschehen mit dir? Was du kannst sagen, das ist am Ah. meisten. Oder etwas ein Wunder, was ist geschehen für dir, was du klassifizierst, du sagst, das ist am meisten. Ja, ja, ja. Nu, wegen Wunder weiß ich nicht. Ähm, das heißt, es ist da eine Sache, was ist gewesen, wunderlich, was kommt mir jetzt da rein in den Kopf. Als mein Tate Jack Lewis, ich reine Livrache, ist gestorben, zu jung von der gefährlichen Machle. Und bei unser Haus damals ist gewesen Bäum, was hat gegeben Frucht, kleine Obstlach jedes Jahr. In dem Sommer, nachdem was mein Tate ist gestorben, ist nicht gewesen keine Frucht auf dem Baum. In dem Jahr nachdem wieder ja. Es hat der Schochen bemerkt, nu, es ist klar, es ist da gewesen eine Beziehung, eine Verbindung zwischen dem Baum und dem Taten sich eine Livrache. Irgendwie hat der Baum gespürt, als er ist nicht mehr mit uns. Nu ist das ja ein Wunder. Und es ist da gewesen ein paar andere Sachen herum, mein Tatens Tiere, was ich will da nicht erzählen, aber ja, es ist da schon gewesen, solche kleine Nissen. Aber wenn du hast das gefragt, früher geschrieben, habe ich Ja. geklärt wegen einer Sache, was ist nicht dafür ein Wunder, aber es ist ja, äh, sie erzählt sich Gott als Meister. Der Heine, ich bin gewesen in Toronto, wo ich habe damals gewohnt. Ich bin gesessen in einem Bus, in einem Autobus. Etwas ein Mensch hat sich gesetzt neben mir. Ich habe ihn Bechlal nicht gekannt. Er hat mich nicht gekannt. Und er hat gesagt, willst Herrn am Meise von Baal Shem Tov? Ist plötzlich mit Witzke drinnen. Kommt zu mir ein Mensch mit der Meise von Baal Shem Tov. Und die Meise ist gewesen sehr gut und ich erzähle es ja damals oft auch die Meise und der Mensch hat sich nach dem gesegnet und ist er weggegangen. Ich habe ihn keinmal nicht gesehen. Wer weiß, wer das ist gewesen, was hat mir geprägt, dass er Meise plötzlich. Ähm,
ob willst du, kann ich dir erzählen, die meiste, aber es ist ein bisschen lang, ich weiß nicht, sie haben mir Zeit, öfter ein anderes Mal. Es ist gewähnt, hat sich etwas sehr wunderliche Meister, ist es Ja, gefunden ja. ergetzt oder ist es ein Meister, was Nein, wir kennen? das heißt, ich habe erkannt die Meise, was er Mhm. hat erzählt, aber nicht als chassidische Meise. Ich habe sie erkannt als Meise von Lev Tolstoi, der Erzählung, die drei Porushim, the Three Hermits, was wir haben gelernt in der High School. Sie ist gewähnt klar ein Nussach von Ort der Meise, aber sehr schön erzählte Wunderlache mit schönen Musser Haskell zum Sof. Damals habe ich gehabt die Gelegenheit, über zu erzählen, die Meise versieden. Man hat mir gesagt, die Sedem haben gesagt, dass sie kennen die Meise, aber nicht mit dem Sof, mit dem Musser Haskell, was der Mensch in Bass hat mir übergegeben. Es ist ja etwas speziell. Mhm. Ich habe dir zugesagt, am Meister, wenn ich verlangen Ja, komme zu ja. der Frage, Mhm. weil du hast mir zurückgefragt, ob ich auch gehabt habe, also Ja, ja. ist, weil ich da erzähle eine kurze Meise, was ich will nur sagen für alle, ich weiß nicht, ich bin ein Agnostiker, ja, und ich weiß nicht, so ich glaube im Wunder, aber ich will nur sagen, dass es geschehen etwas, was ich kann nicht maßbar sein, wie er so ist die Arbeit. Ich bin gewesen, Motze Schabes, mit erzählt meistens, das habe ich schon gesagt. Ich bin gewesen bei der Tisch von der Karliner Rebbe in Karlin in Givat Zeev. Und das ist geschehen mit 15 Jahren zurück, mehr 16 Jahren zurück. Mhm. Und dort bei der Tisch hat man erzählt, als ich dachte mir, es ist gewesen bei einer von den Alexander Rebbes. Ich habe es mir nicht im Kopf, es ist gewesen seine Jahrzeit jenem Woche. Ja, ich habe es mir nicht auf dem Wort, aber es ist gewesen bei einer von den Rebbes, was das ist auch etwas, es ist eine Meise, eine Meise, du kennst die Ja, ja. Sachen. Mhm. Ähm, ist einmal ein Chossid gegangen auf Melave Malke und er hat geehrt, wie er so der Alexander Rebbe, der erzählt am Meise, was bei sein Tate, Ja. ist einmal rein ein Chossid in, in, er hat geehrt, wie er so der Rebbe sagt, dass ob mir gelebt, in etwas gescheht das. Wie kann sein? Ich glaube, oder hast du gesagt, ob ich will glauben, als ich gehe raus da von Schul und ich will oben gleich, einer soll mich führen zu meinem Städtel, zu meinem Eis, wird das geschehen? Und er habe gesagt, ja, darfst du nicht glauben. No, der Chassid ist er raus und was ist geschehen? Es hat ihm gewartet, Pferd im Wagen, hat sich Punkt aufgestellt und gesagt, er sich ein, darfst du ankommen in jener Städtel? Sagt er, ja. Gut, komm mal rauf. Der Rauf, und er ist gefahren zu seinem Dorf. No. Und das hat erzählt, der Alexander Rebbe in der Namen von sein, was er hat gesehen, was sie geschehen bei sein Tate. Mhm. Jetzt, ich tanze zurück zu 16 Jahren zurück, ich erde Meise, und ich sage, interessant. Euch hat gearbeitet für jener Chassid, für was soll es nicht arbeiten für mir? Ähm, habe ich gesagt, gut, ich glaube, also ich gehe raus von der Tür von der Schule, ich will oben nach Tramp zurück, einer wird mich führen gleich zu der Yeshiva. Ich darf dann kommen zu der Yeshiva und allemal habe ich gepflegt, ich auch gepflegt Mhm. abstellen, Menschen öfen auf dem Gas. Mhm. Und so haben wir gepflegt führen und keinmal ist nicht angekommen, Punkt zu der Tür von der Yeshiva, noch zu ein paar Gassen rüber oder zu derselben Gegend und so weiter. Ich gehe raus, ich gehe rauf die Treppe zu, wo sie fahren die Autos und ich komme noch an zu der Station und sie stellt sich auf ein Auto und das Fenster öffnet sich und er fragt mir, du bist der Tramp? Ich sage ihm, ja, wo fährst du? Er sagt mir, zu Ramot. Wo in Ramot? Ramot Daled. Er hat mich geführt bis die Tür von der Yeshiva. Und das ist geschehen einmal und keinmal nicht Wow. mehr. Wow. Ist, Uva Rebelli. Nu, das ist die Keuch von der Meise, ja? ja, Man weiß, als durch eine Meise kann man machen ein Wunder. Und das ist geschehen da. Die Meise in der Meise von das ein Wunder hat gemacht bei dir. Euch ja. als ein Wunder. Uva. Ja, also ich sage, ich bin Agnostik, aber als eine Sache ist geschehen mit mir Ja, und ja. ja, ja.
Wow. Ähm, Geht. Ich meine, also wir kommen schon nun zum Sof. Ich will noch geben einen Blick. Ah, was tracht ist gewesen der Interesse in die Jiddischisten oder Judlamet Peretz, viele nicht die Jiddischisten, öfter Martin Buber, in andere von der säkularen Welt, öfter mehr, der Tradition, so haben gesehen in der Tradition von der Chassidim etwas wichtig, und so haben es bearbeitet und beschrieben zu etwas, was ist mehr literarisch oder mehr wie eine Erzählung. Was haben Sie getroffen in dem etwas Oh, speziell? ja, nur, ich meine, die alle Menschen, Buber und Peretz und andere, Ansky, Ansky, ja. ja, ja, und andere haben alle gewollt der Neuen das Jiddisch lernen, reinbringen, eine neue Chies in jiddischen Leben. Und sie haben gesucht Ressourcen für das, haben sie getroffen in chassidische Meises, nur die Menschlichkeit, die Chochme, die Wunder, der Gefühl von alle Sorten Möglichkeiten da in unserer Welt, Tradition von Schöpflichkeit, von Erzählen und von Fantasie. Gott, sie ist offiziell nicht Fantasie, aber bei MS doch ja. Und ja, so hat sie zugezogen, ein bisschen so wie es hat mich zugezogen. Und sie haben geprüft, Bäuen auf dem ein Teil von einer neuen Sort Jüdischkeit. Und ich halte auch, als das ist eine wichtige Sache und äh, als noch heint ist da in chassidische Meises und euch in einer Sache andere Teilen von Chassidus, in die Nigunim, die Lieder, in die Teures, ist da eine Sache, was man kann nehmen von dem und sich lernen von dem. Viele, man will nicht sein Chassidisch, kann man noch von dem nehmen, Chies, nehmen Chochme, sich lernen, Menschlichkeit, ist, ja, ich halte mit sie. Es ist sehr, sehr wichtig. Hm. Und du meinst, was meinst du ist die Wichtigkeit von Bechlal, von Meises? Für was haben Mm. die Menschen Bechlal angeheben zu Ja. erzählen Meises? Gut für Geschichte, was das ist eine besondere Meise, ja. Ja, ja. Wow, Uwe. Äh, nu, ich meine, Yuval Harari hat geschrieben in sein bewusstes Buch Sapiens, als die Sprache hat sich entwickelt zu der Zählen meistens, ja. Und als der menschliche Meuch hat sich entwickelt und ist geworden anders wie der Meuches von anderen Balichaien zu der Zählen meistens. Ähm, ein Meister kann sein, Tage ein Ufte, Tat, etwas, was ist geschehen. Sie kann euch sein von der Fantasie, der Dimien. Sie kann euch sein, ein Gemischach von Fantasie und Wirklichkeit. Ist, in dem ist, ich weiß nicht, öfter, es befreit uns von den Grenzen von was ist BMS, Gashmias da und sie öffnet auf unsere Welt als Menschen. Sie ist sie hat als Wurzeln in, in der Historie oder in faktische Auftuungen, aber sie nimmt uns weiter in einer Welt, was kann bei MS sein, unerkannt, wie in der Titel von unserem Programm da. Das ist so. Gut, das ist die Zeit zu endigen. Ich will Aber bedanken erstens dir, Janke, auf Kimmen, in der größten Schkeuer. Sie gewesen sehr interessant. Also wie ein chassidischer Tisch, wir wollten nicht können sitzen etliche Stunden lang. Und ich bedanke auch alle Menschen, die sind gekommen. Schkeuer fahren gekommen. Und geht ins noch auf die sozialen Medien, und abonniert sich und so weiter, stützt uns.
Und ihr werdet sehen alle kommenden Programme auf dem YouTube-Kanal. Kit, seid gesinnt in der Scheuer. Ja, Shikoyach, ihr lieben Almen. Es gewinnt Vergnügen. Ich will hören mehr von deinen Meisters, Herr Belli. Was gedacht machen das Programm stammen, wo du erzählst. Das kann sein. Ja. Kit, seid gesinnt.